Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum 27. Bundesligaspieltag und wir spielen in Freiburg, was wir 1:0 gewonnen haben durch ein sehr schönes Weitschusstor von De Ligt. Ich glaube, viel anders hätten wir heute wahrscheinlich auch kein Tor geschossen. Machen wir uns nichts vor. Chancen haben wir mehr als genug gehabt. Ja, allein Sané in der zweiten Halbzeit 2 Riesendinger. Mané in der ersten Halbzeit. Ja, das sind nur so die Hochkaräter, die mir einfallen jetzt gerade auf die Schnelle. Wir hatten locker noch 3-4 Chancen mehr, wo wir ein Tor hätten machen können und hatten 3-4, wo wir ein Tor machen müssen. Ja, auch Gravenberg da aus 7 Metern da in den letzten 10 Minuten. Also da musste den Torwart einfach mal mit in die Maschen schießen. Also weiß ich nicht, was heute wieder los war. Ich denke mal ganz klar gesehen, dass uns ein Stürmer abgeht. Ja, definitiv, keine Frage. Gnabry war wieder unterirdisch. Aber ich würde sagen, einzelne Spieler gehen wir gleich mal drauf ein. Habe ich einiges zu sagen. Ansonsten fand ich, haben wir ein starkes Spiel gemacht. Freiburg hat den Angsthasen-Fußball gespielt. Über 70 Minuten, wie sie es in München getan haben. Das zu Hause, so weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht, ja. Klar kann man, oder ist die Argumentation da, wie es auch in den Kommentaren teilweise war, ja, guckt euch mal die Millionen an, gegen den Club mit so und so viel Millionen. Ja, man hat es ja dann ab der 70. Minute gesehen, dass Freiburg auch anders spielen kann und dass sie dann auch nicht 3 oder 4 Tore noch kassiert haben von uns, ja. Also weiß ich nicht, diese Argumentation finde ich schwach. Hochverdienter Sieg für uns dadurch. Klar hatte Freiburg 1-2 Chancen, die der Sommer sehr gut gehalten hat. Ja, aber im Gegensatz zu unseren 7, 8 Chancen, denke ich, heute ein verdienter Sieg und ein klarer Sieg. Und ich habe eine Mannschaft gesehen, die teilweise sehr, sehr schwer in die Gänge kam, teilweise aber wollte. Ja, wo man gesehen hat, dass sie teilweise nicht kann. Ne? Aber das gucken wir uns gleich mal im Detail an, wenn wir auf die Spieler drauf eingehen. Zum Schluss hin die Aktion da mit Kimmich, I don't know, habe ich wieder nicht verstanden, dass Kimmich da die Faustball-Emotionen zeigt, auch in der gegnerischen Kurve, völlig zu Recht. Ja, wie es die Mara mir gerade noch gesagt hat, der Pavard wurde 90 Minuten ausgepfiffen von den Fans. Zu Recht, aufgrund des Hinspiels, ja, aber ich sehe das jetzt nicht als Problem, dass man vor der gegnerischen Kurve jubelt und die mal ein bisschen anstachelt. Das ist immer noch Fußball und es war ein schwieriges Spiel für uns. Es war ein verdienter Sieg, man darf sich so freuen. Es geht um die deutsche Meisterschaft und dann kann man auch mal die Faust Richtung der gegnerischen Fans zeigen. Wo ist das Problem, Alter? Das sind Emotionen, die müssen raus, dass dann da eine Freiburger Mannschaft durchdreht. Was soll das? Der ist vom Gegner, was jubelt der bei unseren Fans? Alter, weiß ich nicht. Fühle ich nicht wirklich, ja, war vor 10 Jahren gang und gäbe, weiß ich nicht, fühle ich nicht, ja. Also es war ja jetzt nicht irgendwie, dass es geschauspielert war oder sonst was von Kimmich. Dadurch hat der Kimmich auf jeden Fall kriegt heute eine Note besser, wie ich ihn eigentlich gesehen habe, für die Aktion. Ja, bevor wir aber einsteigen in die Spieler, wie sagen, schmeißen wir einen Blick in die Statistiken und das sollte eine klare Sprache sprechen, denke ich, ähnlich wie im Hinspiel. Das heißt im Hinspiel, im Pokalspiel. Ballbesitz 33:67, Abseitsstellung 1:3, Fouls 10:14, Zweikämpfe 50:51:3. Wo haben wir denn jetzt 101 Zweikämpfe geführt? 101,3% Zweikämpfe geführt. Ich lade nochmal neu, aber es ändert sich nicht. Okay. Lass mal dahingestellt. Schüsse aufs Tor 2-8. Die beiden Schüsse von Freiburg, die aufs Tor gingen, waren super gefährlich. Hat der Sommer stark gehalten. Schüsse insgesamt 10-22. I don't know, wo wir bei Freiburg 10 Schüsse gesehen haben, Leute. Fragt mich nicht. Weiß ich nicht. Fühle ich gerade nicht wirklich den Wert. Ecken 2-6, angekommene Pässe 214:575. Flanken 7-11. Schüsse insgesamt Gnabry 2, Pavard 1, De Ligt 1, Torschussvorlagen Musiala 1, gewonnene Zweikämpfe 10 Pavard, 10 De Ligt. Plus 7 Mané sind genau die Spieler, die ich gleich auch hervorheben werde. Ballkontakte 135 Pavard, 110 De Ligt, 106 Kimmich. Gefoult worden, schenken wir uns.
Gehen wir rein. Wie gesagt, ich fange mal mit Kimmich an, weil wir gerade beim Kimmich waren. Kimmich war ersten 30 Minuten unterirdisch schlecht. Unterirdisch schlecht. Er hat nicht einen Ball mal vernünftig zum Mitspieler gebracht, hat jeden Zweikampf verloren. Ich habe ihn knallhart die ersten halbe Stunde bei Note 6 gesehen. Dasselbe gilt für Müller. Zweite Halbzeit viel stärker, der Kimmich, muss man ganz klar sagen. Viele diagonal lange Bälle, die angekommen sind. Dann hat die Kapitänsbinde gekriegt von Müller und dann war Kimmich nochmal 10% besser. Sonst war es bisher immer so, wenn er die Kapitänsbinde gekriegt hat, war er unterirdisch schwach. Ja, dann hat er irgendwie so einen Break gekriegt, als wenn er nicht klarkommt mit der Verantwortung oder was. Das war heute gar nicht der Fall. Das hat ihn nochmal richtig gepusht, hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, zum Schluss dann die Aktion nach Abpfiff, auf jeden Fall eine Note aufgewertet. Von daher würde ich ihn bei einer 3 sehen. Wie gesagt, erste halbe Stunde war wirklich Note 6, das war unterirdisch schlecht. Ja. Zweite Halbzeit war es dann echt Note 2 von ihm, hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, von daher kommen wir dann irgendwo auf eine 3, vielleicht auf eine gute 3, wenn man sieht, wer sich dann reingehauen hat und sowas. Hat aber auch in der zweiten Halbzeit noch wirklich 2 defensive Zweikämpfe wieder sehr schwierig gestaltet, das muss man sagen. Also ich persönlich muss sagen, uns geht ein richtig starker defensiver Sechser ab. Ja. Ich würde Kimmich gerne mal auf der 8 sehen mit einem starken Sechser dahinter. Das würde ich mir echt mal angucken wollen. Aber aktuell ist unsere Innenverteidigung einfach so stark, dass wir es kompensieren können. De Ligt und auch Pavard. Pavard hatte einen kleinen Wackler mal drin, den dann De Ligt ausgebügelt hat, aber ansonsten waren die beiden bärenstark. Ja, auch wieder gerade De Ligt war nochmal einen Tacken stärker, allein schon die ersten halbe Stunde, was er da teilweise in der Entstehung schon weggearbeitet hat, wie er sich mit eingeschaltet hat ins Aufbauspiel. Aber Pavard stand da nicht viel nach. De Ligt hat dann auch das Tor gemacht, ja, na klar. Von daher, ich sehe beide bei einer 2, De Ligt bei einer leicht besseren 2 aufgrund des Tors auch. Ja, sonst gibt's ja nichts groß zu sagen. Die beiden waren bärenstark, sind auf jeden Fall auf dem Punkt. Und ich denke auch gegen Man City wird Opa wieder mit reinkommen. Obwohl, wer weiß, vielleicht wird Cancelo spielen gegen Man City. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Sommer hat hat 2 Bälle, die aufs Tor kamen, wirklich beide stark gehalten, muss man sagen. Hatte einen kleinen Wackler drin, einmal mit diesem Pass, den er da rausgeschlagen hat, ist zum Glück nichts passiert. War jetzt auch nicht so gefährlich, aber war schon so ein kleiner Wackler. Aber insgesamt, wie gesagt, das Ding, was er da noch gehalten hat, wo er schon weg war, wo er dann den Fuß noch hochgerissen hat. Von daher sehe ich ihn heute bei einer 2. Davis war der schlechteste Mann auf dem Feld und zwar über 90 Minuten. Er hat eine gelungene Aktion gehabt. Das war, wo Pavard, glaube ich, was auch Pavard, der da ein bisschen schlechter aussah, auch gegen 2 stand, wo er dann noch gerettet hat vom Speed her. Ansonsten war Davis unterirdisch schwach, gebe ich eine Note 5 heute. Ja. Also hat auf seiner Seite nicht einen defensiven Zweikampf gewonnen. Ja. Ganz viele Fehlpässe, ganz viele verlorene Bälle. War super schwach. Ich habe mich echt gefragt, warum er nicht ausgewechselt wurde und Stani reingekommen ist. Da können wir wirklich froh sein, dass das gut gegangen ist über die Seite. Ich kann es mir nicht erklären. Warum man auf dieser Position, das war die einzige Position, die hinten gewackelt hat, warum man das riskiert hat und dann nicht gegengesteuert hat. Habe ich nicht verstanden. Verstehe ich immer noch nicht. Ich weiß nicht, bin gespannt, ob Tuchel mal darauf angesprochen wird, was er dazu sagen wird. Davis war unterirdisch schwach. Und ich weiß nicht, ich fühle es auch nicht zu sagen, wir tragen ihn durch so ein Spiel durch, wenn es nur 1-0 steht. Ja. Sehr enttäuschend. Cancelo fand ich Note 3, fand ich okay. Gerade erste Halbzeit war er ein bisschen stärker wie zweite Halbzeit. Erste Halbzeit hat er viel mehr Bälle gefordert. War aber auch heute auch mal defensiv präsent, sofern es vonnöten war gegen Freiburg, muss man natürlich fairerweise auch sagen. Ich finde es immer noch schade, dass er keine Ecken schlagen darf. I don't know why. Oder auch den Freistoß, die Flanke, die Kimmich, das war erste Halbzeit noch, wo Kimmich wirklich unterirdisch schlecht war. Cancelo steht 3 Meter daneben, hätte er mal sagen können, ich schlag du doch mal die Flanke rein.
Also der kann doch Flanken schlagen wie kein Zweiter. Warum kann er da nicht in Freistoß, der schon außen liegt, wo der als Flanke reingetreten wird, warum darf er den nicht treten? Also I don't know, verstehe ich nicht. Da muss dringend was getan werden, da muss ein Kimmich abgesägt werden, das ist auch gar nichts gegen den Kimmich, aber Freistöße, ich weiß nicht, wie viele gefährliche Freistöße haben wir von Kimmich gesehen in den letzten 1,5 Jahren. Also, ja, Ecken verirrt sich mal eine, heute waren die Ecken wieder unterirdisch schwach vom Kimmich, muss man fairerweise auch sagen, ja, was die letzten beiden Spiele ein bisschen besser war. Aber da muss nachgebessert werden. Ist doch nicht so, dass wir keine Freistoßschützen im Team haben, ja. Cancelo ist nur einer, auch ein Sané oder ein Mané oder jeder andere kann mal eine Flanke reinschlagen. Also das ist ja nicht, dass die Spieler das nicht können. Verstehe ich nicht wirklich. Gut, Pavard hatten wir. Kommen wir zu Musiala. Musiala, ja, durchwachsen, würde ich sagen. Muss man aber auch fairerweise sagen. Also er war schon auffällig. Vor allen Dingen dann, wenn er mal eine Position nach vorne gehen konnte, wenn irgendwie sich Müller hat fallen lassen oder Sané hat fallen lassen, er so ein bisschen mehr in der offensiven 8 war, nenne ich es mal. Hat ja auch die Ablage gegeben auf dem De Ligt zu dem Tor. Musiala war der vorne was bewegt hat in diesen Phasen, ja. Und ich habe es nicht verstanden, warum Müller heute gespielt hat. Also ich verstehe schon, warum man Müller aufstellt, weil Kapitän und Organisator und so weiter, aber es war heute wie im Hinspiel einfach kein Spiel. Es ist kein Spiel für Müller, wenn der Gegner mit 2 Viererketten hinten drin steht. Ja, weil der Müller hat es heute, auch die ersten 30 Minuten, habe ich gesagt, Note 6, bewiesen. Du kannst mit ihm nicht immer einen Doppelpass spielen, du kannst ihn nicht, dass er den Ball mal vernünftig weiterleitet. Er braucht halt Platz, um das machen zu können. Ja, das ist auch gar nicht böse gemeint. Das ist einfach nicht der Spielertyp, der Müller. Müller braucht ein bisschen Platz und es ist kein Platz in der Mitte gewesen. Und wir haben doch den perfekten Spieler. Und er stand sogar auf dem Platz, aber er wird nicht auf diese Position gestellt. Nur weil ein Müller Urgestein schlechthin ist. Ja, es ist gut gegangen. Wir haben ein Weitschusstor gemacht. Wir hatten auch genug Chancen, sei mal dahingestellt. Verstehe ich nicht. Wir haben Musiala wieder verschenkt. Der gehört einfach auf die 10. Mittig. Punkt. Nirgendwo anders gehört er hin. Ja, er kann die 8 spielen, hat unter Nagelsmann gezeigt. Ja, er kann auch in der halblinken, in der halbrechten Position spielen. Ja, natürlich. Aber wenn es darum geht, was die beste Position ist, ist es die 10. Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Wie gesagt, dann stell Müller einen Tacken davor. Stell ihn auf die 10,5 meinetwegen, als hängende Spitze. Ist doch völlig okay. Da musst du halt darauf verzichten, dass du hinten eine Viererkette spielst. Da musst du mit Dreierkette spielen. Oder du spielst nur mit einem Sechser, ja, und nicht noch mit einem Achter dabei. Was heute auch kein Problem gewesen wäre, weil Freiburg mit 10 Mann wieder 70 Minuten hinten drin stand. Musiala Note würde ich eine 3 sehen, war bemüht. Ich find's immer super schade, dass er dann nach hinten arbeiten muss. Was er gut gemacht hat die Zweikämpfe da angenommen, sogar besser wie Kimmich in den ersten 30 Minuten. Stand sogar mal tiefer wie der Kimmich, aber das ist nicht seine Position, Alter. Er ist ein Freigeist, offensiv, ein Dribbler, ein Macher. Gerade auf engen Raum, wenn viele Beine da sind, viele Spieler da sind. War auch in den ersten 30 Minuten der Einzige, der zweimal aufs Tor geschossen hat von uns. Ja. Fühle ich nicht. Gerade die Aussagen, die Tuchel gebracht hat, so ich suche die besten Positionen für die Spieler. Ja, es ist richtig, Müller kannst du nur als hängende Spitze aufstellen, sonst brauchst du ihn nicht aufstellen. Haben wir schon diskutiert, bin ich genau dabei. Da musst du ihn aber heute in so einem Spiel einfach mal draußen lassen. Na? Oder halt, wie gesagt, den Musiala auf die 10 stellen und dann nur mit einem Sechser agieren. Fertig. Oder eine Dreierkette bringen, wie auch immer. Aber Musiala zu opfern für den Müller, gerade in so einem Spiel, fühle ich nicht. Gegen Man City ist das wieder alles ein bisschen anders. Da wird Raum da sein, da ist Müller ein bisschen stärker, da kann er Raum finden, kann reingehen in die Räume. Kann er aber nicht, wenn 2 Viererketten hinten drin stehen. Ja. Also von daher sehr schade. Aber Musiala, denke ich, gutes Spiel gemacht. Aber wie gesagt, einfach verschenkt. Verschenktes Potenzial auf der Position. Leider. Ja, wir haben gesehen, was er für starke Spiele macht, wenn er auf der 10 spielt. Ich denke, mit der Meinung werde ich auch nicht alleine da sein, aber schreibt's mir gerne in die Kommentare. Musiala 3, Müller würde ich heute... Ja, zweite Halbzeit war er echt gut, ja. Muss man sagen, das ist aber auch da, weil Freiburg hat ein bisschen mehr Raum gegeben, wir haben das Tor gemacht, Freiburg hat ein bisschen weiter rausgeschoben, hat dann ab der 70. ein bisschen mehr
ja, ein bisschen mehr gedrückt, können wir es mal nennen, aber haben wir auch keinen Bock mehr gehabt, nach vorne zu spielen, warum auch immer. Da haben wir nur noch auf Halten gespielt, was mir gar nicht gefallen hat. Aber da war Müller ein bisschen besser. Da hat er Zeit gehabt, hat er mal ein bisschen Raum gehabt, hat nicht direkt einen auf die Füße stehen gehabt, dann kann er den Ball auch annehmen, kann ihn auch mal gut weiterleiten, so, das kann er ja alles, ja. Aber er ist halt keiner auf engen Raum. Punkt. Ja. Da war Müller auf jeden Fall ein bisschen stärker, aber generell würde ich ihn heute bei einer 3- sehen, ja. Er war bemüht, ja, hat Kommandos gegeben, von wegen Pressen und so, die teilweise aber auch weird waren. Gerade in der ersten Halbzeit, ein, zweimal hat auch Mané dann noch Kommandos gegeben. Weiß ich nicht, hat ihn da mal ein bisschen widersprochen, so gefühlt. Ja, ist auf jeden Fall Potenzial für mehr dabei, Müller. Muss man mal ganz klar so sagen. Ja, meine Meinung. Gnabry, Note 5. Da diskutiere ich auch nicht, Leute. Auch wenn er dann zum Schluss ja nochmal den einen Pfostenschuss hatte. Völlig enttäuschend wieder. Völlig keine Körperspannung. Kein sich reinhauen. Kein Nachsetzen. Einmal hat er das Dribbling erste Halbzeit, ich weiß nicht, 30. Minute rum oder was, wo er dann nicht am Gegenspieler vorbeikommt und sich dann so bockig dahin steht. So, der hat mir jetzt den Ball weggenommen. Ich bleib jetzt hier stehen. Alter, da kriege ich so einen Kackreiz. Ja, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Auch wenn es dann mal darum ging, mal gegenzupressen, beziehungsweise zuzustellen. Alles halbherzig, alles mit angezogener Handbremse. Ja, wenn der Ball dann mal nach vorne ging, dann hat er auch mal angezogen, keine Frage. Andersrum wieder nur stehen geblieben. Und auch alles so behäbig und nicht einmal irgendwie am Gegner vorbeigekommen auf der linken Seite. Mittig, völlig in der Luft. Ja, wie aber auch wenn Müller dann dahinter auf der 10 spielt. Ja, dann kann man ihn ein bisschen im Schutz nehmen, dass er da wenig Bälle gekriegt hat, so die ersten 30 Minuten. Aber völlige Enttäuschung. Völlige Enttäuschung. Ja, für mich Note 5. Kimmich hatten wir, ne? Wie gesagt, hat mir zur zweiten Halbzeit sehr gut gefallen. Auch zum Ende hin dann die Aktion, Emotionen gezeigt. Aber auch gerade die Licht, Emotionen wieder hinten sich in jeden Ball reingeschmissen, Alter. Super stark. Freut mich, ihn wirklich auf dem Platz zu sehen. Sané, tue ich mich auch sehr schwer heute. Wenn, ohne Scheiße, wie beim Gnabry. In Gnabry misst man an seinen Fähigkeiten, die er haben kann. Von daher Note 5. Aber wenn wir dann Sané an seinen Fähigkeiten messen, Note 4. Ja, müssen wir mal ganz klar so sagen. Hatte in der ersten Halbzeit ein paar ordentliche Minuten, das war's aber auch. Zweite Halbzeit war komplett out of order. Ja, war gut, er hat nochmal 1-2 Mal nach hinten mit angezogen, aber auch nicht ganz durchgezogen. Nach vorne war gar nichts mehr, war null präsent. Weiß ich nicht. Spätestens ab der 60. hast du das Gefühl gehabt, er ist einfach tot. Ja, keine Kondition, whatever, I don't know. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ja, weiß ich nicht. Erste Halbzeit hat er ein paar gute Szenen gehabt. Ja, da hätte ich ihn noch bei einer guten 3, bei einer 3 gesehen rum. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit war das nix, Leute. Ja. Mané fand ich stark. Hat's ein bisschen schwer reingekommen ins Spiel, aber hat die 90 Minuten durchgeackert. Hat jeden Ball versucht nachzusetzen. Ist immer wieder unermüdlich angelaufen. Hat 2 gute Chancen gehabt. Hätte die eine machen müssen eigentlich, ja. Mit seinen Fähigkeiten. Dann den Flugkopfball hat er ein bisschen an der Schulter gekriegt, ja. Aber da hat man gesehen, dass es auf jeden Fall die Position ist, die er spielen kann und soll. Und wenn er dann die Bälle auch kriegt, hat heute einfach Pech gehabt. Ich hätte ihm so ein Tor gegönnt. Ich glaube, das wird den Knoten nochmal richtig zu platzen lassen. Stand heute aber zum Beispiel so gut wie gar nicht im Abseits. Wie gesagt, hat geackert, hat alles versucht. Hat mir gut gefallen. Würde ich bei einer 3 sehen. Ich denke, daran kann man anknüpfen. Und ich denke, wenn er ein Tor macht oder dann auch mal ein Doppelpack oder mal 2 Spiele hintereinander ein Tor, dann wird auch wieder ein ganz anderes Selbstverständnis da sein, ja. Ich denke, ist auf einem guten Weg. Mats Ruhig können wir nicht wirklich bewerten. Gravenberg war auffällig, hat 2, 3 gute Aktionen gehabt. Hätte das Tor machen müssen, Leute. 7 Meter, dann musst du draufknallen, das Ding. Er schiebt ihn irgendwie mit der rechten Seite den Torwart in die Arme. Hab ich nicht verstanden. Goretzka war völlig unauffällig. Ich hatte mir nochmal einen Schub gewünscht von ihm.
Fairerweise muss man sagen, dass wir ab der 70. Minute aber auch wirklich nicht mehr versucht haben, auf ein zweites Tor zu gehen, was ich nicht verstanden habe. Freiburg hat ab der 70. mehr in unsere Hälfte gedrungen, war mit vielen Männern vorne und wir sind nicht darauf gegangen, auf den Ballverlust und auf das zweite Tor. Ich meine, am Ende ist es gut gegangen, von daher alles richtig gemacht. Aber da hätte ich mir vom Leon einfach ein bisschen mehr Pfeffer gewünscht. Ja. Gut, er hat ein, zwei Mal ein bisschen Pfeffer drin gehabt, aber im Großen und Ganzen, weiß ich nicht, muss ein bisschen mehr kommen. Aber wie gesagt, fairerweise, die Mannschaft war nicht mehr bereit, so nach vorne zu gehen, wobei man sagen muss, dass ein Gravenberg bei den paar Minuten, die er auf dem Platz war, viel, viel präsenter war, viel, viel auffälliger. Ja. 2, 3 Mal da im Mittelfeld sich rumgedreht, gut durchgesetzt, den Ball gut gespielt. Wie gesagt, hätte er das Tor gemacht, hätte mich auch super gefreut für ihn, hat er leider nicht. Ja, so ist es halt. Ja. Kann man nichts machen. Ja, Koman, denke ich, hat man geschont. Ja, es war ja mal zwischenzeitlich, wo es noch nicht 1-0 stand, dass er sich schon warm gemacht hatte, beziehungsweise ready gemacht hat. Ansonsten war ich der Meinung, sage ich euch ganz ehrlich, zur Halbzeit hätte ich Müller in Kimmich und Gnabry ausgewechselt. Ja, das war Kimmich okay, hätte man noch drüber streiten können. Ab der 30 Minute war Kimmich besser im Spiel, da war er ganz okay. Aber Müller war ein Totalausfall erster Halbzeit und von Gnabry brauchen wir gar nicht reden. Ja. Habe mich ein bisschen gewundert, dass er gar nicht gewechselt wurde. Bei Kimmich stimme ich zu. Kimmich war zweite Halbzeit direkt von Anfang an on fire. War viel, viel stärker. Auch im Müller hat man gemerkt, dass mehr Biss da war. Ja. Dann bedingt durch das Tor war ein bisschen mehr Raum da, was Müller gut getan hat. Gnabry war weiterhin so enttäuschend. Ja. Gnabry hat dann seine guten 2 Minuten gehabt, kurz vor Ende, wo er den Pfostenschuss hatte. Und einmal alleine vom Torwart war, den er auch nicht gemacht hat. Ja, ist halt einfach kein Mittelstürmer. Sagen wir mal, wie es ist. Und der ist uns heute leider abgegangen. Hätten wir heute einen Mittelstürmer gehabt, wäre das Spiel relativ frühzeitig 3-0 gestanden. Und dann wäre gut gewesen. Aber haben wir halt nicht. Ja. Choupo verletzt, Tell verletzt. Ja. So ist es halt. Spieltag können wir uns auch noch mal kurz angucken. Ich weiß gar nicht, was Dortmund jetzt gespielt hat. Guck mal, Dortmund hat noch 2-1 gewonnen. Stand ja zwischenzeitlich mal 1-1. Ne? Oder stand 2-0 und dann, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie gewonnen. Heißt Tabelle für uns. Haben wir die auch noch irgendwo hier. Aber da hat sich ja nichts geändert. Wow. Kann ich nur mit der Tabelle aufrufen, oder was? Das ist ja wild. Naja, wir sind 2 Punkte vor. Ja. Das ist, wie es ist. Aber da sieht man halt, wie wichtig der Sieg war und auch Kimmichs Aktion völlig gerechtfertigt für mich nach Schlusspfiff. Das war's, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Pressekonferenz wird es nicht geben, die ist in Freiburg. Da werden mehr Fragen zu Freiburg gestellt, wie irgendwie zu Bayern. Das schenken wir uns. Wir werden uns auf die Pressekonferenzen nach in Heimspielen konzentrieren. Das mache ich sehr gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns ja schon. Wir spielen Dienstag schon. Ja, also habt ihr Mittwochmorgen meine Meinung zum Spiel gegen Man City. Drückt die Daumen. I don't know. Wir brauchen einfach irgendwie einen wirklich guten Tag. Und ein Unentschieden wäre schon geil. Ja, würde ich schon feiern. In diesem Sinne. Tschüssi.